Sehr geehrte Frau Landeshauptmann, Stellvertreterin, sehr geehrter Herr Landesrat, sehr geehrter Bezirkshauptmann, liebe Kameraden der Militärseelsorge, sehr geehrter Herr Bürgermeister und mit ihm alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die heute hier so zahlreich hergekommen sind, liebe Kameraden der Einsatzorganisationen und Kameraden der angetretenen Soldaten, sehr geehrte Damen und Herren, vor allem aber sehr geehrte Rekruten des Einrückungstermins Juni 2015. Zunächst bedanke ich mich bei der Gemeinde Untersilbrunn und vor allem beim Herrn Bürgermeister dafür, dass das österreichische Bundesheer wieder einmal eine Angelobung in einer Gemeinde des Machtfeldes des Rheinviertels durchführen darf. Es ist dies ein Zeichen der Verbundenheit der Gemeinden im Rheinviertel gegenüber dem Artillerieaufklärungsbataillon 3, aber auch den anderen Soldaten des Bundesheeres. Und es freut mich immer wieder, und die Anwesenheit dieser Vielzahl von Bürgermeistern zeigt, wie groß die Verbundenheit zwischen Bundesheer und der Bevölkerung und deren Repräsentanten ist. Herzlichen Dank dafür, dass wir heute hier bei wirklich gutem Wetter sein dürfen. Ich bedanke mich aber auch vor allem bei Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren. Der Herr Landesrat hat angesprochen, dass Sie heute so zahlreich hier sind. Einerseits als Ortsangehörige, andererseits aber sicherlich auch als Angehörige jener, die heute hier vor uns stehen. Und Sie sind ja nicht nur zum Spaß hierher gekommen, sondern deswegen hergekommen, weil die Angelobung ein ganz besonderer Teil des Grundverdienstes im Bundesheer ist. Es festigt die Verbindung zwischen dem Soldaten und dem österreichischen Volk. Und ich bin wirklich froh, dass Sie heute hier so zahlreich erschienen sind und danke Ihnen für Ihre Anwesenheit. Sehr geehrte Rekruten, Ihnen gratuliere ich zunächst einmal dazu, dass Sie überhaupt Wehrdienst leisten dürfen. Heutzutage keine Selbstverständlichkeit, tauglich zu sein. Die Masse der Verantwortung dazu liegt bei Ihren Eltern und in den letzten Jahren auch bei Ihnen. Und ich bedanke mich dafür, dass Sie die Entscheidung getroffen haben, und Sie hatten die Wahl, Wehrdienst zu leisten oder Zivildienst zu machen. Wir alle wissen, der Zivildienst ist ein wichtiges Instrument in unserer Republik, insbesondere für Einsatzorganisationen, aber auch der Wehrdienst hat seinen Stellenwert, unbestritten. Und wir müssen aufpassen, dass der Wehrdienst auch in Zukunft diesen Stellenwert behält. Und in diesem Zusammenhang schließe ich an die Worte des Herrn Bürgermeisters an. Wir befinden uns in durchaus turbulenten Zeiten, was das Bundesheer betrifft, auch wenn es in der Öffentlichkeit derzeit relativ ruhig ist, außer es geht um Kasernen, die für Flüchtlinge geöffnet werden sollen oder um die Zukunft der Militärmusik. Aber sonst hört man derzeit für das Bundesheer relativ wenig. Es tut sich aber wirklich viel intern, und das, was sich tut, ist nicht immer unbedingt positiv. Und zwar deswegen, weil für das Heer, das wir derzeit haben, die Budgetmittel einfach nicht ausreichend sind, und wenn uns in Aussicht gestellt wird, dass auch in den zukünftigen Jahren weiterhin Einschnitte erfolgen, so wirkt sich das in erster Linie auf den Betrieb innerhalb des Bundesheeres aus. Und dadurch ist die Stimmungslage vielleicht nicht optimal, und wenn dann Soldaten nach dem Grundwehrdienst nach Hause gehen und sagen, na eigentlich lustig war es nicht und die Stimmung war auch nicht gut, dann ist das genau, was wir derzeit merken. Dass Zivildienstzahlen steigen und möglicherweise bald einmal mehr Zivildiener Zivildienst leisten als Wehrdiener Wehrdienst. Eine aus meiner Sicht wirklich bedenkliche Entwicklung. Und daher ersuche ich alle, die heute hier sind, die Stimme zu erheben und dafür zu sorgen, dass dieses Bundesheer, das einen klaren Auftrag hat, von der Politik vorgegeben, vom Volk getragen, dass dieses Bundesheer auch mit den erforderlichen budgetären Mitteln ausgestattet wird. Und das, was mit der Militärmusik passiert, ist nur ein sichtbares Zeichen, wenn man von 50 auf 20 herunterradiert wird.
dann nicht mehr das machen kann und damit Fähigkeiten verliert, und auch das verlieren wir beim Bundesheer, die wir eigentlich aufrechterhalten sollten, um das zu liefern, was das Volk zu Recht fordert. Ihnen, sehr geehrte Gruppen, danke ich zunächst einmal für die ersten 4 Wochen, die Sie offensichtlich gut überstanden haben, sonst würden Sie hier nicht so sauber stehen. Ich wünsche Ihnen einen unfallfreien Wehrdienst und rufe Ihnen Folgendes in Erinnerung. Sie kommen in die unterschiedlichsten Funktionen, in Niederösterreich, in Wien und in Oberösterreich. Und es wird für den einen oder anderen zunächst nicht sichtbar sein, warum diese Leistung, die Sie erbringen, wichtig ist für das Bundesheer. Sie können aber davon ausgehen, dass jede Person, jeder Soldat, der seine Leistung für das Bundesheer in den unterschiedlichsten Funktionen erbringt, einen wertvollen und wesentlichen Beitrag für die Einsatzbereitschaft dieses Bundesheeres liefert. Und dafür sind wir da. Egal, wo das Bundesheer zum Einsatz kommt, im Inland oder im Ausland, Sie leisten einen entscheidenden Beitrag dafür, dass das System Bundesheer funktioniert. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute für den Wehrdienst innerhalb des Bundesheeres. Es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe die Republik Österreich. Danke.